Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon der Deputiert Francine Kloser, merci für die Gelegenheit, heute über die europäische öffentliche Schulen diskutieren zu können. Die Gesellschaft heute in Lützburg wird immer mehr heterogen. Auf der einen Seite sind wir hoffentlich, dass es gelingt, all die verschiedenen Nationalitäten ohne nennenswerte soziale Verwerfungen in einen Hut zu bringen. Wir haben noch gerne als Sprachvielfalt dafür, die wir als DAX als Standort verdient gesehen. Mit der Diversität stellt uns auf der anderen Seite aber auch für große Herausforderungen, besonders an der Education. Also das Bildungssystem setzt traditionell auf Mehrsprachigkeit. Die meisten kann lernen an der Schule Deutsch, Französisch und dann Englisch. Das ist ganz klar Plus. Also ein traditionelles, nationales Schulsystem ist und bleibt der wichtigste Integrationsfaktor. Aber es geht nicht mehr durch, alle kann eine Chance geben, sein schulisches Parcours mit Erfolg aufzuschließen. Wir müssen nämlich dem Fair Rechnung drohen, dass mittlerweile noch just 1/3 von den Kindern an der Grundschule daheim Lützeburg schwätzt. Sie haben nicht mehr schwer, sich am traditionellen Edukationssystem herumzufinden, vor allem, wenn sie aus einem sozial mehr schwachen Milieu kommen. Dabei kommen alle Jahr ungefähr 3000 Kinder an diesem Schulsystem, nachdem sie ihre Schulausbildung in einem anderen Land, an einer anderen Sprache angefangen haben. Die Situation verlangt nur innovative Lösungen, die als gleichzeitig den multilinguale Care vom Land erhalten lassen. Ja, das müssen wir machen, an dem das Lützeburger Spruch und der Multilinguismus weiterhin ein integraler Teil von unserer nationalen Identität und von unserem Bildungssystem bleiben. Dafür brauchen wir Alternativen. Für das auch das kann hier Schule können wir einen guten Diplom aufschließen und das sowohl am internationalen wie auch am nationalen System. Das hat die Regierung auch so am Koalitionsakcord festgehalten. Eine Alternative sind die öffentlichen Europaschulen, die 2016 gibt. Die erste wird zu den Verdingen deren abgemacht. Demnächst sollen noch 3 öffentliche Europaschulen beikommen, und zwar eine zu Esch, eine zu Dietling und eine rund um Stadt. Das ist auch nötig, weil die öffentlichen Europaschulen kriegen immer mehr Zulauf. Im Jahr 2022/23 waren da im Primär 2100 und am Sekundär 4600 Kinder angeschrieben. Das ist ein Total von 6800 Kinder, Jugendlicher oder ungefähr 6,3% von allen Kindern, die heute zu Lützeburg an die öffentliche Europaschule gehen. Das Zwille ging aus dem rezenten Nationalen Bildungsbericht dafür. An diesem interessanten Bildungsbericht sehen wir auch, dass Europaschulen die Ungleichheiten an der Bildung verringern können. Das stimmt. Mit Tatsache, also aber auch, und das hat man am Klosen auch gesagt, dass Kinder, die an eine öffentliche Europaschule gehen, dax aus besserem Haus kommen. Dadurch sind Klassen mehr homogen, der Tisch hat am Anfang von Anfang an Männer Ungleichheiten gehen. Die Attraktivität von den öffentlichen Europaschulen wiest, weil es da immer mehr sind, weil sie an allen Regionen etabliert sind, an mehr Eltern hier kann er bewusst an Europaschulen anschreiben, an der am Platz vom traditionellen Schulsystem. Flexibilität vom Sprachprogramm, an der weiß, wie die Noten vergehen, spielt wohl eine wichtige Rolle, sowie auch die mehr individuelle Gestaltung von den verschiedenen Fächern. Noten gehen an A, B und C Noten angedeelt, was eine differenzierte Bewertung von den alltäglichen Leistungen an den Examen erlaubt. Alphabetisierung ist hier auch ganz flexibel. Es gibt 3 Sprachen, an denen Kinder können alphabetisiert gehen: Deutsch, Französisch oder Englisch. Die Schüler können auch einen anderen Spruch als Fremdspruch daneben wählen. Das ist ein Hauptunterschied par rapport zum nationalen System, wo die Alphabetisierung meistens auf Deutsch stattfindet, dann auf Französisch, an Englisch und vielleicht noch andere Fremdsprachen, die da nur als Option beikommen. Am Prinzip versucht den bis zum Aufschluss oder primär dasselbe Niveau am Deutsch, Französisch oder Englisch zu entwickeln. Die Europaschulen bieten den Schülern mehr flexibel sprachlichen Parcours an. Herr Präsident, wir haben also heute schon ein groß und vielfältig Offer an den öffentlichen Europaschulen, der am Anfang eine Lesung für alle kann bieten, an dem seine Fähigkeiten als seine Vierlifte Rechnung gedroht wird. Und der Offer scheitert also nicht. Das Problem ist vielmehr das, dass das Offer nicht bekannt genug ist oder nicht genug verstanden wird. Viele Eltern, aber auch viele Enseignants wissen nicht genau, was die Vierdeler von Alternativschulsystemen sind. Und dabei sind andere Kinder aus sozial mehr schwachen Familien am Notdeel. Wenn ein Schüler aus dem Fundamental an den Enseignement general orientiert geht, dann wird der Choix entweder eine Skolarität an den nationalen oder internationalen Schulsystemen weiterzuführen. Madame Klosener hat Passerellen zwischen den verschiedenen Systemen angeschwärzt, die aus den auch immens wichtig sind. Wir sind aber der Meinung, dass die Orientierung oder die Wurzel vom Fundamental und des Sekundär kruzial ist.
kruzial ass. Och war mir net de perfekte Profil vum Schüler hunn, den an den nationale Schulsystem passt, a von dem den an den internationale passt, so ass dawer wichtig den Exerzice zu machen, fir eng bessere Orientation zu garantieren. Well all passerell während dem Enseignement sekundär kann auch als Bruch erlieft gin. Fi an allem well dës dacks och verbonnen ass mat engem Schulwiesel, also engem ganz neue sozialen Umfeld fir Jugendlöcher an ihrer voller Pubertät. Für das mir net Schüler hunn, die während dem Parcours in Motivation verlehren, also wichtig, so frei, also präventiv wie möglich die richtige Entscheidung zu treffen. Hier ist es elementar, die Eltern mit auf die Weg zu holen, für dass sie auch die Schwa verstehen, und über den ganzen Schulparcours kann unterstützen. Herr Präsident, mir an der Interpellation von der Madame Klosner hören, wie wichtig Sprachen am Bildungssystem sind. Den Enseignement von der Lützburger Spruch an den öffentlichen internationalen Klassen als ein essentiell Komponent von der kultureller und vor allem sozialer Integration. An den öffentlichen Europaschulen gehört den Unterricht an der Lützburger Spruch vom 1. Jahr an der Grundschule bis an der 3. Jahr am Sekundär zum obligatorischen Programm. An andere Werte als Lützburger Spruch am internationalen öffentlichen Lycée ein obligatorisches Fach an der Cycle inférieur von S1 bis S3. Mais, auch wenn das Fach obligatorisch ist, zählt das Fach nicht für die Moyenne zu etablieren. Ich will nicht alle Schüler hier an den Dippe gehalten. Meistens ist es so, dass, wenn ihr bis wisst, dass ein Fach nicht für die Moyenne zählt, dann geht die Motivation für die Schüler eins zu Fernberuf. Dafür ist als Propos, als CSV, dass ein Enseignement von der Lützburger Spruch weiterhin ein obligatorisch bleibt. Mais dass an der Cycle inférieur auch für die Moyenne zählen könnt. Wir denken, dass Schüler dadurch mehr engagiert und motiviert Spruch lehren können. So geht auch die Aktivität von der Spruch an den öffentlichen internationalen Schulen gestärkt gehen. Neben der Passerelle vom Enseignement fondamental an der Sekundär geht noch an Eisen ein ganz wichtig oder die wichtigste, ein pädagogisch, inhaltlich, didaktisch, Passerelle oder Approche zwischen all als Schulmodelle. Das ist entscheidend, dass das nationale System an die Alternativmodelle komplementär koexistieren und sich auch so weiterentwickeln müssen. Wenn wir zum Beispiel als Sektionen am nationalen System reformieren, ist wichtig, auch die inhaltlich und didaktisch Passerellen von den anderen Schulsystemen zu analysieren. Wir denken heute an den BAC international, der noch ähnlich ist wie der BAC europäen, aber wo die Stärke der Schüler an den Vordergrund evaluiert gehen. Am Kader vom internationalen BAC wollen Schüler keine Sektionen, wie an unserem nationalen Schulsystem. Mehr echt als Fächer, die als 6 Hauptgruppen angedeelt sind. Hier Kombination von Fächer erlaubt ihnen aber, hier Ausbildung nur ihren Interessen zu spezialisieren. Es entstehen so 6 große Hauptgruppen basiert auf der Fächerwahl und auf Stärken von allen Schülern. Hauptgruppe Sprachen und Literatur, Sciences Soziale Ökonomik, Wissenschaften, Kunst und ein ganz mixed und personalisierte Hauptgruppe. Also ist wichtig, alle als Schulsysteme parallel und kontinuierlich zu entwickeln, für so immer und als multikulturelle Gesellschaft zu adaptieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen heute für eine wichtige Etappe an der Entwicklung von unserem Bildungssystem. Hinter der Gründung von den ersten 6 öffentlichen europäischen Schulen zu Lützeburg haben wir schon viel erreicht. Wir gehen aber auch neue Herausforderungen an, weil noch 3 weitere internationale Schulen dazukommen. In diesem Kontext ist wichtig, ein generelles Bilan von den 9 öffentlichen internationalen Schulen zu machen, für ein klares Bild davon zu kriegen, wie diese Schulen als Bildungslandschaft beeinflusst haben. Der Bilan ist essentiell, um zu wissen, ob die weiteren Schulen einen positiven Impact auf die Integration und Bildungsgerechtigkeit bringen, besonders an einem multikulturellen und multilingualen Kontext wie dem, den wir in unserer Gesellschaft haben. Dieser Bilan, den wir machen sollen, kann nicht mehr förderlich sein, wenn wir auch die Entwicklung vom nationalen System an der gleichen Zeit berücksichtigen. Das nationale System muss parallel evaluieren, für die Bedürfnisse von unserer Gesellschaft an der Zukunft gerecht zu gehen. Herr Präsident, die öffentlichen Europaschulen sind eine Alternative. Sie können und dürfen den nationalen Bildungsparcours aber nicht ersetzen. Wenn wir an das Bild vom BAM denken, dann ist das nationale System für uns der Stamm, die mindestens 80 bis 85% von den Schüler und Schülerinnen eine stabile, qualitativ hochwertige Ausbildung garantieren soll. Die Alternativsysteme repräsentieren das von diesem BAM, die nicht mehr stark und nachhaltig können wachsen, wenn der Stamm robust und gesund bleibt. Ich bin merci für die Nullstellung.